Siehst du, das war genau, was ich gesagt habe. Ich will nicht, dass das wiederholt wird. Ja, wer weiß es? Ja? Ja, nee. Genauso wie ihr euch benehmen solltet. Sich melden, aber derjenige, der nicht rannehme, darf antworten. Nicht reinrufen. Nicht reinrufen. Macht ihr in der Schule so? Ja, nicht reinrufen. Nur sich melden. Ja, nicht reden, nur melden. Hand. Mund zu. Hand. Und wenn ich sage, du bist dran, dann bist du dran. So, was ist richtig? A. Einen Moment. A ist richtig. Was war denn A? A war was? Du musst doch wissen, was A war. Ja? Wer meint A? Das ist falsch. Also A ist falsch. Jetzt haben wir die Möglichkeit B oder C. Ganz hinten. Nicht reinrufen. Ganz hinten. B. Aber was ist B? Was war die Aussage B? Einfach an. Okay? Bitte. Ich wiederhole B nochmal, ja? B war die Antwort, jeder Rasul ist gleichzeitig auch ein Nabi, aber nicht jeder Nabi ist ein Rasul. B ist richtig. Ja? Was bedeutet ein Nabi? Nabi ist ein Prophet, aber er hat keine Botschaft, kein Buch erhalten von Allah Ta'ala. Ja? Aber was bedeutet ein Rasul? Ein Rasul ist Gesandter mit einer Botschaft. Wer ist ein Rasul? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Womit ist er gesandt? Mit Koran al-Karim. Musa alaihi salam ist ein Gesandt. Womit wurde er gesandt? Mit Torah. Er hat ein Buch erhalten, Offenbarung von Allah. Aber Prophet kommen immer zwischen Rasul, die Gesandten, und wenn die Menschen vergessen, Allah Ta'ala anzubeten, zu dienen, so zu sein, wie es sein sollte, sie erinnern die Menschen diese Botschaft. Damit die Leute dann wieder gläubig werden, ihre Glauben praktizieren, wenn sie vergessen haben, ihre Gebete verrichten, zu ihren Eltern gütig sind und so weiter. Sie erinnern, aber sie bringen keine neue Botschaft. Also Gesandter bringen Botschaften und Nabi bringt keine Botschaft, sondern erinnert die Leute die Botschaft, die vor ihnen war. Haben wir verstanden? Ja! MashaAllah. Ihr seid jetzt ruhig und aufmerksam. Jetzt stelle ich die zweite Frage. Ich will nicht die Frage zweimal stellen, okay? So, zweite Frage. Wie viele Söhne hatte Prophet Jakub a.s.? A. 8, B. 10 oder C. 12? Nicht reinrufen. Ja? C. 12. Hat er recht oder falsch? Ja. Dann macht die Hände runter, wenn er recht hat. Wenn alle Hände runter sind, dann ist es richtig. Ja? Hast du was? Willst du noch was dazu sagen? Ja. Was denn? Einer davon ist ein Prophet namens Yusuf a.s. richtig. Einer von den Kindern Jakub a.s. als ein Prophet war auch ein Prophet Allahs, nämlich Yusuf a.s. Sehr gut. Dritte Frage. Seid ihr bereit? Ja! So, aufmerksam zuhören. Ich wiederhole mich nochmal. Die Frage lautet: Wo wurde der Prophet Ibrahim a.s. geboren? A. In Babylon, heute im Irak, oder B. in Al-Qudus in Palästina, oder C. in Damaskus in Syrien. A, B oder C. Wo wurde unser Prophet Ibrahim a.s. geboren? Ja? Falsch. Nicht einfach nur reinrufen. Ich habe gesagt, nur wenn wer sich meldet und ich rannehme, ja? A ist richtig. Er wurde in Babylon, heute nennt man Irak. Wo wurde unser Prophet Ibrahim a.s. geboren? In Babylon, heute im Irak. Dort, Irak. Es gibt Iran und Irak. Irak, am Ende K. Dort wurde er geboren. Seid ihr bereit, die vierte Frage zu bekommen? Ja! Okay, gut zu hören. Welcher Prophet baute auf Allahs Geheiß oder Allahs Befehl ein großes Schiff? Welcher Prophet baute auf Allahs Geheiß ein großes Schiff? War das A. Adam a.s. oder war das B. Nuh a.s. oder war C. Yunus a.s.? Nicht reinrufen, nicht reinrufen. Wer reinruft, kommt bei mir nicht dran. Nur wer nicht reinruft, ja? Ja? B.
B, nämlich Nuh a.s. Wer meint, dass sie recht hat? Hand hoch. Richtig. Siehst du? Also ihr habt gut aufgepasst. Jetzt kommt die 5. Frage. Wir machen nur 6 bis 7 Fragen, inshallah. Jedes Mal, wenn wir beginnen. Das ist so ein bisschen zum Warmwerden, ja? Wir wollen ein bisschen warm werden. So. Zuhören. Ich wiederhole die Frage nicht. Bereit? Nicht spielen. Zuhören. Jungs. Zuhören. Die Frage. Wessen Vater hat Götzenbilder hergestellt und verkauft und wollte nicht an Allah subhanahu wa ta'ala glauben? Also welcher Prophet, sein Vater, hat Götzenbilder hergestellt und verkauft und wollte nicht an Allah subhanahu wa ta'ala glauben? A, der Vater von Zakaria a.s. oder B, der Vater von Nuh a.s. oder war das C, der Vater von Ibrahim a.s.? A, B oder C? C. Wer meint, dass C richtig ist, Hand hoch. Jawohl, C ist richtig. Ibrahim a.s. tatsächlich, sein Vater hat Götzenbilder hergestellt und die Menschen haben diese Götzen angebetet und er wollte auch nicht an Allah glauben. Ja, das war tatsächlich der Vater von Ibrahim a.s. So, die letzte Frage kommt. Oder wollt ihr noch mehr fragen? Wer möchte noch mehr fragen? Hand hoch. Maschallah. Sehr gut. Okay, dann machen wir noch ein paar Fragen. So, Frage Nummer 6. Gut zu hören. Wo lebte der Prophet Nuh a.s.? A, in Babylon, heute Irak, oder B, in Südirak, oder C, in Ägypten? A, B oder C? Ja? Mein lieber Gott, er hat recht. In Südirak hat er gelebt. Hast du gewusst? Allahu Akbar. Allahu Akbar. MashaAllah. Sofort geantwortet. Die Antwort ist richtig. Prophet Nuh a.s. lebte in Südirak. So, jetzt kommt die 7. Frage. Ja, ich kenne das. Ich habe von niemandem gehört, den ich gut kenne. So, jetzt aber. Die 7. Frage. Jetzt zuhören, ich wiederhole die Frage nicht. Ja, zuhören. Welcher Prophet konnte durch Allahs Befehl, Kranke heilen, Blinde sehend machen und Tote zum Leben erwecken? A, war das Isa, Jesus a.s. oder war das B, Suleiman a.s. oder C, Ayub a.s.? A, B oder C? Ich nehme die Kleine, die auf ihrem Schwesterschutz sitzt. Ja, A, B oder C? Was hat deine Schwester zu dir gesagt? Ah, sehr gut. A ist richtig. Ja, also Isa a.s. gut zu hören. Isa a.s. konnte tatsächlich durch Allahs Befehl Kranke heilen, Blinde sehend machen und Tote zum Leben erwecken. Aber viele Christen denken, dass er selber Gottes Sohn ist und dass er selbst heilte und sehend machte und so. Aber wer heilt und kann jemand sehen lassen? Es gibt nur einen, der das kann. Wer kann das? Allah. Ist Jesus a.s. ein Gesandter Gottes oder ist er ein Gottes Sohn? Wer weiß? Ja? Gesandter Allah. Gesandter Allah ist richtig. Ja? Gesandter Allah. Jetzt kann ich leider keine Frage stellen, weil ihr so laut seid. Ihr seid viel zu laut. Ich kann keine Fragen stellen. So, jetzt jeder ist ruhig. Kommt zur Ruhe. Kommt runter. Ja. Wer war das denn? Wer war das? Aber es gibt manche, die machen ein bisschen Spaß. Alles gut. Oder das ist ein kleines Kind, der noch keine Ahnung hat. Ist kein Problem. Ist kein Problem. Ja? So, jetzt Frage Nummer 8. Wir machen nur bis 10, inshallah. Frage Nummer 8. Welcher Prophet wurde nach Medien gesandt, in dem ein Volk lebte, das beim Handeln immer betrug? Es gab einen Ort namens Medien. Und diese Menschen, wenn sie immer Handel getrieben haben, Kauf, Verkauf, sie waren Betrüger.
Und dann hat Allah Ta'ala, einen Moment, hat Allah Ta'ala einen Prophet gesandt zu ihnen, geschickt zu ihnen. Wer war dieser Prophet? Jetzt müsst ihr mir die Antwort geben. War das Lut a.s. oder Shu'aib a.s. oder war das Hud a.s.? Also A, Lut oder B, Shu'aib oder Hud a.s. Wer war das? Ja? Medien. Wenn einer von euch Koran auswendig kennt, kennt die Antwort. Allah Ta'ala sagt, وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ. Wer kann Koran auswendig? Dann kann er jetzt antworten. Ja, welcher Prophet war das? C. C. Ehrlich? C hat gesagt. Nein, C. B. Shu'aib a.s. Ja, wer hat B gesagt? Alle? Ja, also wir machen das so. Alle wollten B sagen, ihr habt alle recht. Genau. Weil er meint, ich wollte B sagen. Ja? Jeder, der B sagen wollte, hat recht. Ja, sehr gut. So, Frage Nummer 9, die letzten 2 Fragen. Das Mädchen, die nach hinten mit dem Stuhl geht, das ist gefährlich. Weil wenn du nach hinten fällst, verletzt du dich richtig mit Hinterkopf. Ja, und das kann richtig schlimm enden. Aufpassen bitte. Auf den Stuhl nur sitzen, nicht schaukeln. Wer Schaukelstuhl braucht, bringen wir zum Spielplatz. Ja, dann kann er ein bisschen schaukeln und wieder zurück. Wir bringen zurück dann, ja? Ja, wer möchte gerne am Spielplatz schaukeln? 2 nur? Okay. Okay. Gut. Das machen wir ein andermal. Das macht ihr dann mit Mama oder mit Papa oder mit Bruder oder Schwester. Okay, jetzt seid ihr bereit, die Frage Nummer 9 zu antworten. Welchen Propheten, zuhören, lehrte Allah subhanahu wa ta'ala die Namen aller Dinge, die sogar die Engel nicht wussten? War das A, Musa a.s., B, Idris a.s. oder war das C, Adam a.s.? Nicht reinrufen. Ich habe gesagt, wer reinruft, darf nicht antworten. Ja, ganz hinten. 2, ja genau, du. Ja. B. Name, musst du genau bestimmen, Name bestimmen. B ist falsch. Weil A war Musa a.s., B war Idris a.s. und C war Adam a.s. Ja? Warte mal. Ja, der Junge da mit dem, ja, der Fußballer, ja? Adam a.s. Also C ist richtig, Adam a.s. Frage Nummer 10, zuhören, letzte Frage, oder wollt ihr noch mehr Fragen? Ja, wir wollen noch mehr Fragen. Okay, ich habe euch verstanden, alles gut. So, Frage Nummer 10, gut zu hören. Ich stelle die Fragen nur einmal, zuhören. So, Frage Nummer 10. Wie hieß der Lieblingssohn von Jakob a.s.? A. Elias a.s., B. Benjamin a.s. oder war das C. Yusuf a.s.? Lieblingssohn von Prophet Jakob a.s. A, B oder C? Wir haben gestern gehabt diesen Unterricht. Ehrlich, ja? Das heißt, die wissen fast alle. Ja? Yusuf a.s., richtig. Allah. Ach, hattet ihr gestern im Unterricht? Gestern. MashaAllah. Wer wollte Yusuf sagen? Wer hat Yusuf reingerufen? Ja, bitte nicht nochmal reinrufen, ja. Okay, yalla. Wir machen weiter. Frage Nummer 11. Gut aufgepasst. Gut zuhören. Frage Nummer 11. Welcher Prophet wurde ins Feuer geworfen und verbrannte dabei aber nicht? Subhanallah. Kannst du dir vorstellen? Ahmed. Ja? Wer war dieser Prophet, der ins Feuer geworfen wurde, der nicht dabei verbrannte? War das A. Musa a.s., B. Zakaria a.s. oder war das C. Ibrahim a.s.? A, B oder C? So, jetzt nehme ich dich, ja? Ibrahim a.s. Allahu Akbar. So, Schluss mit Fragen? Noch weiter? Okay. Ja, ruhig jetzt. Ich will Ruhe haben. Frage Nummer 12. Welcher Prophet
Wer hört zu? Zuhören. Ruhe. Welcher Prophet ging zum turanischen Herrscher von Babylon, heutiger Irak, und forderte ihn zum Glauben an den einzigen Gott, Allah subhanahu wa ta'ala, auf? War das A. Ibrahim a.s. oder A. Musa a.s. oder war das C. Lut a.s.? A, B oder C? Ich nehme jemanden, der noch nicht dran war, ja? C ist falsch. Ja? Musa a.s. wäre B. B ist auch falsch. Guck mal jetzt. Mal sehen, wer von euch antworten kann. Es war A, B und C. C ist falsch. B ist falsch. Was ist richtig? So schwer war das doch nicht, oder? Ja, komm. Nee, Jungs, ja, oh, guck mal, Kinder. Jungs, alle zuhören, ja? Wenn ein Kind vielleicht ein bisschen das Gleiche macht wie er, es ist kein Problem, weil Kinder brauchen ein bisschen, sie haben viel Energie und sie können nicht die ganze Zeit ruhig bleiben, ist kein Problem, ja? Wir lachen nicht aus, es ist normal, Kinder dürfen toben und ein bisschen mal laut werden, ist kein Problem, aber die Erwachsenen sind ruhig, ja? So, ja. Allah kann einen Menschen zum Leben bringen oder einen Menschen das Leben nehmen, genau. Ich kann das. Und andere befreit, genau. Konnte er nicht, genau, ja. Ja, ganz genau ist das. Ja, willst du? Die Fragen sind noch nicht fertig. Willst du die nächste Frage hören? Dann setz dich hin. Sehr gut. Gut zu hören, ja? Du gefällst mir. Sehr gut. Du bist aufmerksam. Sehr gut. So, jetzt machen wir weiter. Frage Nummer 12. Gut zu hören. Nee, 13. Handy bitte aus. Zakaria. Ich möchte kein Handy sehen. Genau. Wir haben Unterricht. Ja? Haben wir gerade Handyunterricht? Nein. Jetzt macht Handy Pause. Ja? So, Frage Nummer 13. Gut zu hören. Ich wiederhole die Frage nicht nochmal. Ja? Gut zu hören? Also die Handys nochmal. Wenn wir Unterricht haben, wir wollen keine Handy sehen. Sonst, wir werden Handy sammeln. Nach dem Unterricht kriegt ihr eure Handy. Das haben wir in Kassel gemacht. In Kassel haben wir somalisches Treffen Jugendliche gemacht. Die waren zu 100 da gewesen. Und wir haben alle Handys gesammelt im Büro. Und im Unterricht war 1A. Weil wenn die Kinder keine Handy haben, keine Ablenkung. Wenn Handy da ist, jeder will gucken. Sehr gut. Du hast gute Mama. Sehr gut. Wer hat sein Handy bei Mama oder bei Papa? Ja, mein Handy ist bei mir. Ist doch gut. Ja? Also, jetzt, Alhamdulillah, ihr seid alle gute Schüler, Mashallah. Ich bin mit euch zufrieden. Aber jetzt kommt die nächste Frage. Jetzt Ruhe. Gut zu hören. Ja, alles gut, nicht diskutieren. Er ist klein, manchmal in Ruhe lassen, nicht diskutieren, inshallah, ja? So, Frage Nummer 13. Welcher Prophet sagte die Dua, meine Herr, verzeihe mir und schenke mir eine Herrschaft, die keinen nach mir zusteht. Du bist ja der unablässig Schenkende. War das Prophet Dawud a.s. A oder B. Suleiman a.s. oder war Adam a.s.? Ihr müsst nur wissen, welcher Prophet hatte Allah vieles gegeben, so Königreich und so. Welcher Prophet war das? War das A, B oder C? Yahya. Ja, wer war das? Yahya ist da. Wo ist Yahya? Ja, Yahya ist da. Yahya? Yahya huwa. Yahya, kannst du aufstehen? Yahya, steh mal Genau. auf. Okay. Wer war das? A, B oder C? Ayub, haben wir erwähnt Ayub? Nein, wir haben erwähnt Dawud a.s. A, B, Suleiman a.s. oder Adam a.s. C. A, B oder C? Okay. Nein. Hafsa ist da. Ja? B ist richtig. Suleiman a.s. Allahu Akbar. Sehr gut, mashallah. So,
Ja, wir machen gleich den Unterricht. Können wir gerne nach. So, wir stellen letzte Frage. Jungs, wir stellen letzte Frage und dann machen wir den Unterricht. Ja? Ja. So, Ruhe. Wir stellen die letzten zwei Fragen. Eine Frage antworten die Jungs und eine Frage die Mädels. Mal sehen, wer gewinnt, okay? Erste Frage bekommen die Mädels. Ja? Wer die Fragen sofort richtig antworten, hat gewonnen. Ja? So, wenn die Mädels nicht Antwort kennen, dann können die Jungs dran. Aber die Mädels dürfen nur einmal dran und die Jungs auch noch einmal, okay? So, jetzt gut zuhören. So, welcher Prophet träumte, dass 11 Sterne, die Sonne und der Mond sich vor ihm niederwerfen? War das A. Benjamin a.s. oder B. Yusuf a.s. oder C. Ibrahim a.s.? Nur die Mädels, ja, die Mädchen antworten. Ja? Ja. Hafsa, Nochmal, welche Buchstabe? das ist klar. Ja. Hafsa, okay, sag mal laut. Yusuf a.s. ist richtig. Allah. Hey, jetzt Ruhe. Jungs. Die Mädchen haben geantwortet sofort. Ihr müsst jetzt sofort antworten, sonst habt ihr verloren. Ja, also gut zu hören, ja. Frage Nummer 15. Was hat Musas Mutter, um den kleinen Musa zu retten? Was tat Musas Mutter, um den kleinen Musa zu retten? Was hat sie getan? A. Sie versteckte ihn im Schiff am Nilufer, oder B. Sie versteckt ihn im Haus, oder C. Sie legte ihn in eine Kiste und warf sie in den Nil. A, B oder C? Erstmal, ihr habt verstanden die Frage? Ja. Nein. Ja, richtig. Ja, ist gut. MashaAllah. Ja, da sieht man, die Jungs wollten nicht verlieren, ja. Jetzt Frage nicht Stopp, ja. Jetzt machen wir Unterricht, ja. Man kann dort mit Glas sprechen und Glas sprechen. MashaAllah. qofkii hadla ee dambe hadda muxaadarada baad toos u bilaabantay qofkii dambe hadla waa la kicinayaa yaa ishtiraab baa la siinayaa Jawohl. alle richtig zuhören auf Meisterschaft. So, ich bin mit euch, ich freue mich, wenn ihr euch freut, aber während der Unterricht, inshallah, bitte leise bleiben. Ja? So, wir hatten angefangen, Aqida-Unterricht. Wir haben angefangen mit Aqida-Unterricht. Es kann sein, dass einige von euch letztes Mal nicht dabei waren. Ich werde dann inshallah den Unterricht wiederholen kurz und dann mache ich weiter, wo ich aufgehört habe, inshallah. Ja? Aber was wichtig ist, ich weiß ganz genau, da sind kleine Kinder dabei, die vielleicht noch nicht so weit sind, dass sie mitfolgen können. Aber konzentriert euch, hört gut zu und ich versuche inshallah euch leicht zu erklären, weil Aqida ist das richtige Verständnis, dass man die Dinge richtig versteht im Islam, damit man inshallah ta'ala sein Glauben oder sein Iman befestigt. Dass man nicht mit einem spielen kann. Die Leute stellen uns immer Fragen und wir haben keine Antwort. Wir sind manchmal selber in Zweifel, weil wir keine Antwort haben. Und Aqida ist das Wichtigste, ist grundlegend. Jeder Muslim sollte eine richtige Aqida haben. Wenn man keine richtige Aqida hat, dann sind die Taten auch nicht akzeptabel bei Allah. So, jetzt, ich möchte gerne mit dem Unterricht beginnen. Ich brauche dann aber 100%ige Ruhe, inshallah, ja? So. Seid ihr bereit? So, wer noch reden will und was erzählen will, gebe ich 2 Minuten. Und sogar, wenn es sein muss, das Mikrofon. So, welche Schwester möchte gerne unbedingt am Mikrofon was erzählen? Oder welche Bruder? Willst du uns was erzählen? Ja? Nichts, ja? Können wir beginnen, ja? Willst du was erzählen? Wirklich? Was Schönes? Was Gutes? Dann sag mal was Schönes. Komm mal her. Sag Salam alaikum. Sag Salam alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. So, jetzt. Willst du auch was sagen? Willst du auch was sagen? Nein? Willst du was sagen? Ja, komm mal her. So, jedes Mal, wenn wir Unterricht haben, ein Junge und ein Mädchen darf was sagen, ja? Mal sehen, was sie uns zu sagen hat. Was willst du uns sagen? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ihr seid doch alle Muslime, oder? Ja. So, wenn jemand euch sagt Assalamu alaikum, dann sagt ihr Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Warum? Weil Allah sagt im Koran, وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا. Wenn man euch begrüßt, Friedensgruß begrüßt, dann erwidert ihr genauso, wie er gesagt hat, derjenige oder noch besser. Er hat gesagt, Assalamu alaikum, Friede sei auf euch. Ihr sagt, Wa alaikum assalam, Friede auch auf dich. Und was noch? Die Barmherzigkeit Allah und den Segen Allah. Also noch mehr natürlich. So, jetzt aber, ich brauche volle Konzentration von euch. Ich mache nicht sehr lang. Ich mache nur 15 bis 20 Minuten, ja? Weil Aqidah-Unterricht ist wichtig, dass man gut zuhört und versteht, inshallah. Jetzt, ich brauche 100%ige Aufmerksamkeit. So, Aqidah. Was bedeutet erstmal das Wort Aqidah? So, jetzt gut zuhören. Aqidah bezieht sich auf Angelegenheit, an die man mit Gewissheit und Überzeugung im Herzen mit dem Verstand glauben muss. Die Aqidah oder deine Aqidah dürfen nicht durch Zweifel oder Unsicherheit verdorben werden. Also du musst sicher sein in Angelegenheiten deiner Religion, du darfst keinen Zweifel haben. Das arabische Wort Aqidah, das Wort ist arabisch, stammt aus der Wurzel Aqada. Was bedeutet, welche die Bedeutung von Sicherheit, Bestätigung, Bekräftigung trägt. Das heißt, Aqidah bedeutet, ich bin von meinem Glauben, von meinem Iman, von meiner Religion, von Allah, von Propheten und so weiter, von Koran, 100%ig überzeugt. Ich bestätige, dass das die Wahrheit ist. Ich bekräftige das mit Beweise. Ich bin mir ganz sicher, dass das so ist. Ich habe keinen Zweifel dran. Habt ihr verstanden? Ja. Um das zu erhalten, zu bekommen, zu erreichen, müsst ihr dann unterrichtet werden. Sonst bekommt ihr nicht einfach so. Ihr geht in die Schule. Wenn ihr in die Schule geht, ihr habt ja kein Wissen über Mathematik, Physik, Chemie. Ihr müsst es ja lernen erstmal. Und das ist auch in Islam nicht viel anders. Wir fangen von null an und wir lernen aufeinander. Wenn wir Unterricht machen, die Unterricht baut aufeinander. Ihr müsst versuchen, inshallah, regelmäßig dabei zu sein. Und noch eins. Während ich unterrichte, ich stelle euch Fragen. Wer nicht antwortet, hat nicht gut zugehört. So, wer kann mir jetzt erklären, was das Wort Aqidah bedeutet? Ich habe euch gerade erklärt, was Aqidah bedeutet. Wer kann mir mit seinem eigenen Wort, nicht wie ich gesagt habe, ungefähr, was habt ihr verstanden? Was bedeutet Aqidah? Einen Moment, ja, danach kannst du. Ja, Aqidah, ja, was bedeutet Aqidah? MashaAllah. Ich sag Takbir, ihr sagt Allah Akbar. Takbir! Genau richtig geantwortet. Ja? Du hast keine Zweifel in deiner Religion. Du hast weder Zweifel über Allah, noch über seine Gesandte, noch über den Koran. Du bist dir 100%ig sicher und du bekräftigst, deine Bekräftigung kommt von Koran und von der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also du bist jemand, der sicher ist und 100%ig bestätigen kann, dass das die Wahrheit ist, egal was die anderen erzählen. Habt ihr verstanden? So, wir machen weiter. War das schwer oder leicht? Alhamdulillah. So, jetzt machen wir weiter. Also, islamische Glaubenslehre oder Aqidah, das Wort. Unsere Lektion 1, unsere Unterricht Nummer 1 geht darum, die Erkenntniskraft. Wie erkennen wir Dinge? Wie nehmen wir Dinge wahr? Ja? Wir müssen das wissen. Ja? Wie erkenne ich eine Sache? Durch was erkenne ich eine Sache? Ja? Also was man auch die kognitive Kraft nennt. Ja? Und ihre Verbindung zu den inneren und äußeren Welten. Wie erkenne ich, wie erfahre ich etwas von außen und von innen? Ja? Ich nehme Dinge wahr von außen, durch Hören.
Jemand schreit, vielleicht jemand braucht Hilfe. Wie hast du das? Wie weißt du, wie man? Ja, ich habe Schrei gehört. Durch Hören. Ja? Durch Sehen. Oh, ich glaube, da brennt. Warum? Ich sehe Riesenrauch und ich habe gehört, dass die Feuerwehr jetzt gerade dort ihre Sirene jetzt ist zu hören. Ich glaube, da ist Feuer und so. Ja? Durch was? Durch unsere Sinnesorgane. Von außen. Und von innen durch unsere Gefühle. Ja? Wir fühlen manchmal gut, manchmal schlecht, manchmal traurig, das und so. Ja? Das heißt durch außen und durch innen. Jetzt wird nicht geredet, ich erzähle euch. Und wenn ich frage, dann wird geantwortet. Ja? Weiter. طيب. Jedes Mal, wenn ihr auch für die Schule was vorbereitet, inshallah, wenn ihr Unterricht machen wollt, wenn ihr ein Buch lesen wollt, egal was ihr beginnen wollt, inshallah, gewöhnt euch daran, diese Dua zu machen. Hört diese Dua richtig zu. Ich frage euch auch, was ihr von dieser Dua verstanden habt. Ihr müsst nicht 1:1 diese Dua sagen, aber diese Dua müsst ihr verstanden haben und mit euren eigenen Worten wiedergeben können. Wie lautet diese Dua? O Allah, wir wissen nicht außer dem, was du uns lehrst. Du bist der Allwissende, der Weise. O Allah, unser Herr, lehre uns, was uns nutzt. Lass uns das, was du uns gelehrt hast, anwenden und unser Wissen mehren. O Allah, zeige uns das Rechte, das was richtig ist, als rechtschaffen, als gut und hilf uns, es zu tun. Und O Allah, zeige uns das Schlechte, das Böse, als schlecht, als böse und hilf uns, uns davon fernzuhalten. O Allah, gleich. O Allah, unser Herr, zähle uns zu denen, die dem Wort Allahs zuhören und seinen besten Sinn folgen. Und nimm uns durch deine Gnade in die Reihen deiner rechtschaffenen Diener auf. Ja? Das heißt, es mag sein, dass der Mensch sich Wissen aneignet. Nur weil er einfach Wissen sich aneignet, heißt nicht, dass dieses Wissen ihn nutzt. Ein Wissen, was nicht praktiziert wird, nutzt nicht. Zum Beispiel, als Muslim, du weißt, Lügen ist haram. Wisst ihr alle? Ja. Ist Lügen halal oder haram? Haram. Kann man essen? Nein. Weil manche Leute denken, halal und haram hat nur mit Essen und Trinken zu tun. Ja? Gut. Ja? So, jetzt, stellt euch mal vor, Mama ist zu Hause. Und Ali sollte zu Ahmed gehen, damit sie Mathe zusammen lernen können. Aber Ali und Ahmed sind auf die Straße gegangen, anstatt zu Hause zu sitzen und zu lernen. Und die sind einfach auf die Straße rumgerannt, hin und her, Zeit vergeudet und nichts gelernt. Und Ahmed und Ali verabschieden sich und sagt einer zu dem anderen, hey Ali, Ahmed, wenn unsere Eltern anrufen und fragen, wo wir waren, wir sagen, wir haben gelernt, obwohl sie nicht gelernt haben. Ist das falsch oder richtig? Falsch. Aber Ali denkt, ich bin sehr schlau. Meine Mutter ist so naiv, sie glaubt mir immer, was ich erzähle. Hat er recht oder Unrecht? Unrecht. Ihr habt recht. Ich stelle dir mal vor, Ali kommt nach Hause, obwohl er nicht von Mathe gelernt hat, sagt er, wir haben Mathe gelernt bei Ahmed, obwohl das nicht stimmt. Wir haben zwei Probleme. Einmal, er hat gelogen. Ja, gelogen. Der schlimmste Sünde ist Lügen. Ja? Erstens, wenn du gelogen hast, deine Mutter oder dein Vater, die dir vertraut, ja, deine Mutter kann sein, dass sie naiv ist. Aber wenn du jemand anlügst, der dir vertraut, ist diese Person vielleicht naiv. Aber derjenige, der jemand anlügt, der ihn anvertraut, ist eine was? Verräter. Verräter. Das Schlimmste. Verräter. Ja, habt ihr verstanden? Also jedes Mal, wenn ihr eure Mutter anlügt oder eure Vater, ihr solltet wissen, dass was ihr tut, ist Verrat. Ihr lügt jemand an, der euch vertraut. Du darfst niemals deine Mutter anlügen. Gehst du deine Mutter und sagst, Mama, ich habe was falsch gemacht,
Klär das mit ihr, versuch dich zu ändern, versuch dich zu bessern, aber niemals lügen, 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 weil unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige lügt und lügt und lügt und lügt und lügt, bis er in die Hölle kommt. Und der Name Lügner trägt. Lügen führt zur Hölle. Aufrichtigkeit, immer wahr sein, die Wahrheit sagen, führt zum Paradies. Ja? Zum Beispiel, wenn Ali sagt, ich habe nicht gelernt, ich habe Fehler gemacht. Was sagt die Mama und Papa? Vielleicht ein bisschen sauer. Und dann sagen die aber bitte nächstes Mal, gehst du und lernst du bitte richtig, weil du hast schlechte Note, damit du besser wärst. Oder wir geben dir Nachhilfeunterricht oder wir passen besser drauf. Und dann kann er sich ändern. Wenn der Mensch die Wahrheit sagt, dann kann er sich bessern. Aber wenn er immer lügt und immer sich falsch verhält, dann wird es nur schlimmer. Habt ihr verstanden? Ja. Also dürfen wir unsere Eltern anlügen? Ja. Aber unsere Lehrer? Also Lehrer auch nicht. Also wir sagen immer die Wahrheit, inshallah. Aber jetzt, weil wir das Thema erwähnt haben, wir machen weiter. Ja, wir machen weiter. Wann darf der Muslim lügen? Isra. Wer? Wo ist Isra? Isra, komm. Isra, steh mal auf. Ja, steh mal auf, ja. Steh mal auf. Ah, Ruhe jetzt, Ruhe. Wir wollen hören die Antwort. So, Isra, traut dich. Wann darf man lügen? Bei wann? Notlüge, ja. Was heißt denn? Wer kann uns das erklären? Nehmen wir die Schwester, ja? Ja. Wie ist das? Notlüge als Beispiel. Ein Beispiel. Wann ist Notlüge zum Beispiel? Ein Beispiel. Wenn hier einer hinrennt, Ja. oder reingeht, Ja. und ein anderer mit Messer kommt und fragt, wo ist der hingelaufen? Darf man dann die Wahrheit sagen in diesem Moment? Ja. Stell dir mal vor, ein junger Mann rennt hier, hat Angst, versteckt sich hier, macht die Tür zu, schwitzt und hat Angst. Eine andere kommt mit Messer, er will ihn gerade damit stechen und wehtun und töten. Und dann fragt er dich, wo ist der Junge? Dann sagst du, ich bin Muslim, der ist da. Oder was machst du? Ja? Ich darf nicht lügen. Das hat Sheikh Ibrahim gesagt. Ich darf nicht lügen. Was macht ihr dann in solchen Situationen? Ja? Richtig. Ja? In diesem Moment sagst du nicht die Wahrheit. Warum? Um ein Leben zu retten. Um ein Leben zu retten. Warum? Weil das Leben, ein Menschleben, ist wichtiger als alles andere. In diesem Moment, um ein Menschleben zu retten, darfst du lügen. Ja? Darfst du lügen. Wann darf man noch lügen? Es gibt eine zweite Situation. Wann darf man lügen? Ja? Amira, steh mal auf. Ja? Bei der Ehe? Um zu schlichten. Okay, das heißt, in einer Situation, zwei Brüder, zwei Schwestern, Ehemann, Ehefrau, die beiden gut sind, die miteinander zerstritten sind durch andere, die versuchen, dass die Familie auseinandergeht, dass sie sich scheiden lassen und so, weil sie Lügen erzählen voneinander und die aufeinander hetzen. Ich komme, ich kriege mit, das ist eine gute Frau, ich kriege mit, das ist ein guter Mann, und dann erzähle ich, der Mann Gutes über seine Frau, und die Frau erzähle ich Gutes über den Mann, damit sie inshallah miteinander versöhnen und damit inshallah, dass sie weiter glückliche Ehe führen können. In solcher Situation darf man dann etwas sagen, was der andere nicht gesagt hat. Aber in Wirklichkeit ist es keine richtige Lüge. Es gibt noch ein drittes Mal. Wann darf man noch lügen? Aber das erste eigentlich passt dazu. In einem Krieg. Ja? Wenn Krieg ist zum Beispiel und du wärst gefangen. Und dann sagen sie dir, wo sind deine Leute, wo sind deine Soldaten? Wie viel sind das? Du darfst sie nicht verraten. Du sagst irgendetwas, was aber nicht stimmt. Ja? Du sagst was ganz anderes, genau. Du sagst nicht da, wo sie sind. Und die Anzahl und so sagt ihr nicht. Okay, jetzt zurück zum Unterricht. Wolltest du was sagen? Ja, ich wollte auch sagen, wenn man etwas kaputt gemacht hat und wenn jemand ihm aus Versehen etwas löscht und dann will er nicht, dass man von Mama, von die Mutter Ärger bekommt, Ja. Kann man auch Notlüge machen. Das ist keine Notlüge. Habt ihr gehört, ja? Er sagt, wenn das Kind zu Hause was kaputt macht und er will nicht von seiner Mutter Ärger bekommen, darf er seine Mutter anlügen, ja oder nein? Ja. Ja.
Das ist was anderes. Er meint jetzt, darf man sagen, dass man was gemacht hat, kaputt gemacht hat, damit der andere keinen großen Ärger bekommt? Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Das ist ja so wie Schlichten. Man will ja nicht, dass es eskaliert und so weiter. So, jetzt aber weiter. Wir kommen zum Unterricht. Ja? Aber wenn ich weiß, wenn er auch lügt, wird er doch so dann erledigt, weil er eine Lüge erzählt. Nein. Er hat ja gegenüber die Feinde falsch erzählt. Das ist in Ordnung. Wenn dann fragen ihn, was mit ihm Ja, er erzählt irgendetwas. Was ihm passiert, ist ja was anderes. Aber er verrät nicht seine Leute. Verstehst du, was ich meine? Wenn da Schaden dadurch entsteht, dass er vielleicht getötet wird, dann ist es ja nur ein Schaden. Aber wenn du die Wahrheit sagst, die Feinde vielleicht töten dich und töten deine gesamte Leute, das ist noch schlimmer. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, du lügst nicht, um dein Leben zu retten. Das ist falsch. Aber diese Menschen bekommen dann auch in die beraten, weil der Macht dann auch nicht. Ja, aber wenn du die Wahrheit gesagt hast, wird er töten. Aber wenn du jetzt gelogen hast, wird er sie nicht finden. Darum geht es. Es geht darum, andere Menschen oder überhaupt Leben zu retten. Auch wenn du dein Leben retten kannst, dann darfst du auch etwas sagen, was nicht die Wahrheit entspricht. Das darf man, ja? Oh. Ist in 10. Wir haben ein bisschen lang gemacht. Wir machen noch 10 Minuten. Nur aber Unterricht ohne Fragen, Antwort und dann sind wir fertig, ja? Okay? Wir machen weiter. Ja? Wenn man sagt, wenn man nicht ist und das sagt, wo sind die Soldaten? Und wenn man so nimmt und wenn man sagt, Wallah, Ja, ohne Wallah. Du musst nicht Wallah sagen. Ja, nicht Wallah sagen. Wir machen weiter, ja? Wir machen den Unterricht weiter, damit wir inshallah wenigstens mal 10 Minuten was von Unterricht mitnehmen. Ab jetzt keine Fragen, Antwort. Ich mache 10 Minuten den Unterricht durch und dann sind wir für heute fertig erstmal, ja? So, jetzt einige Grundlagen der Aqida erzähle ich euch. Die Aqida, gut zu hören, ist eine der Grundlagen des Islam. Aqida ist wichtig, sehr wichtig, eine der Grundlagen des Islam. Und Fiqh zum Beispiel, die islamische Rechtswissenschaft, ist eine ihrer Zweige. Wir haben ja jetzt keinen Fiqh-Unterricht, aber wir haben Aqida-Unterricht. So, wenn die Aqida, gut zu hören, ich mache nicht mehr lang, inshallah, ich mache nur kurz. Wenn die Aqida korrekt ist, sind alle Taten und Handlungen eines Menschen, eines Muslims korrekt. Ist Aqida jedoch verfälscht, verdorben, sind auch seine Taten verfälscht, verdorben. Deswegen ist es wichtig, dass wir Aqida lernen. Habt ihr verstanden? So, wir gehen weiter. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Aqida ist von großer Bedeutung. Es ist sehr wichtig, dass wir Aqida-Unterricht bekommen, dass wir lernen. Es ist sehr wichtig. Weiter. Ja, sogar von entscheidender Wichtigkeit. Also es ist sehr, 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 sehr wichtig, dass wir über Aqida unterrichtet werden. Das heißt, dass wir umfassend und systematisch Aqida erörtern, ist wichtig und das machen wir inshallah. Das heißt, wir treffen uns einmal im Monat und wir machen Aqida-Unterricht, bauend aufeinander, bis wir fertig sind. Islamische Aqida, Komplettunterricht, bekommt ihr von mir inshallah ta'ala. Wir treffen uns einmal im Monat und machen den Unterricht inshallah. Tayyib. Wir beginnen heute mit Nafs. Das Nafs, ich erkläre euch, was das ist. Das Nafs des Menschen, sein eigenes Selbst. Nafs bedeutet sein eigenes Selbst. Es wurde in einem edlen Hadith berichtet: Wer sich selbst kennt, kennt seinen Herrn. Zuhören? Zuhören, einfach nur zuhören, inshallah. Tayyib. Lass uns über das Nafs, das Selbst des Menschen sprechen, das in uns und in der Brust ist. Wo ist unser Nafs? Wo ist das eigene Ich in der Brust? Hier. Ja? Dein eigenes Ich ist hier. Ja? Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Allah ta'ala sagt in Suratul Mulk, Surah Nummer 27, Vers Nummer 13, Allah redet über Nafs und erklärt uns, wo Nafs sich befindet. Allah Ta'ala sagt: وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Allah Ta'ala sagt: Haltet eure Worte geheim oder äußert sie laut vernehmbar. Gewiss, Allah weiß über das Innerste der Brüste Bescheid. Deine eigene Nafs, das Ich,
ist in deiner Brust. Ja? Dieses Nafs, das Wesen des Menschen, ermöglicht es uns zu erkennen, dass der Mensch ein Geschöpf besonderer Art ist. Der Mensch ist ein Geschöpf besonderer Art. Das gesamte Universum, einschließlich alle Dinge im Himmel und auf Erden, ist ihm unterworfen. Dennoch stellt sich die Frage, was in Allahs Augen ehrenvoller ist, das gesamte Universum oder der Mensch, dem dieses Universum unterworfen ist. Alles, was Allah erschaffen hat, ist der Mensch unterworfen. Wer ist ehrenvoller? Also die Antwort lautet, dem alles unterworfen ist ehrenvoller als das Unterworfene. Also der Mensch ist am ehrenvollsten von dem, was Allah erschaffen hat. Bis dahin haben wir mitbekommen, Allah hat uns erschaffen. Das eigene Ich befindet sich in der Brust. Allah hat viel erschaffen. Himmel und Erde, was über Himmel existiert an Engeln, was zwischen Himmel und Erde existiert, was unter der Erde existiert. Alle Geschöpfe, die Allah erschaffen hat, wer ist der ehrenvollste unter ihnen? Der Mensch. Ja? Habt ihr bis dahin verstanden? Ja. Super, wir machen weiter. Allah, der Allmächtige, Allah sagt, um uns zu erklären, wie der Mensch geehrt wurde. Allah Ta'ala sagt, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Allah Ta'ala sagt im Koran, wir haben Kinder Adams geehrt, sagt Allah Ta'ala. Wir haben sie auf dem Festland und auf dem Meer getragen und sie von den guten Dingen versorgt und wir haben sie vor vielen von denen, die wir erschaffen haben, eindeutig bevorzugt. Das heißt, der ehrenvollste auf der gesamten Schöpfung Allah ist der Mensch. Also du solltest wissen, als Muslim, als Muslima, du bist der ehrenvollste Geschöpf Allahs. Wir sind geehrt von Allah Ta'ala. Egal woher du kommst, egal zu welchem Stamm, welcher Hautfarbe, wie du aussiehst, egal, du bist wertvoll und ehrenvoll bei Allah Ta'ala, weil du zu Kinder Adams gehört. Alle Kinder Adams. Wir sind alle Abstammung von Adam und Hawa. Keiner ist besser als der andere, egal wie er aussieht. Wir sind alle Kinder Adams. Und jeder von uns ist bei Allah ehrenvoll. Jeder von uns ist ehrenvoll. Du bist ehrenvoll, ich bin ehrenvoll, wir sind alle ehrenvoll, wir sind alle Kinder Adams. Habt ihr bis dahin verstanden? Ja! Wer sagt uns das? Allah. Also sollen wir lieber an Menschen glauben, was sie uns sagen, oder an Allah? Allah! So, und Allah sagt, alle Kinder Adams sind geehrt. Alhamdulillah. Wenn ich rausgehe, ich bin stolz, Kinder Adams zu sein, ich bin geehrt. Weil manche Leute denken nicht, dass sie Kinder Adams sind. Weißt du, was sie denken? Die denken Kinder Affens. Sie sagen, unsere Abstammung ist von Affen. Wer ist Kinder Affens? Hände hoch. Ehrlich? Und wer ist Kinder Adams? Ja? Wir machen noch nur 5 Minuten, dann sind wir fertig, ja? So. Kinder, zuhören. Wir machen wir machen weiter. So. Und nochmal, Kinder zuhören, wir sind gleich fertig. Kinder zuzuhören. Eine Frage! Ja? So. Wir geben uns Mühe, ja? Wir machen das. Sonst, wir machen 2 Treffs. Wir machen einen Treff für ganz kleine Kinder und einen Treff für Jugendliche. Ja, nächstes Mal. Nächstes Mal planen wir anders. Weil die Kinder ich muss sie anders unterrichten als die Erwachsenen. Ja? Ich brauche dann die Jugendlichen, die bisschen Erwachsenen, Teenager, 14, 15, 16, die mache ich extra Unterricht. Weil so kann ich nur mit den Kleinen anders unterrichten, inshallah. Ja? So, aber wir machen jetzt erstmal so. Nächstes Mal planen wir, inshallah, dass wir die Jugendlichen
die Brüder und Schwestern, die ein bisschen älter sind, ab Teenager-Alter zusammen und die ganz Kleinen zusammen, inshallah. Ja? So, jetzt aber heute machen wir erstmal weiter. Allah Ta'ala sagt, Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Allah Ta'ala hat den Mensch geehrt. Nicht nur, dass er geehrt hat, alleine, sondern er hat Verantwortung gegeben für sein Dasein. Also wir sind Statthalter Allahs auf der Erde. Wir müssen hier auf der Erde für Gerechtigkeit sorgen, für Gleichheit sorgen, für Frieden sorgen, ja? Für Respekt für Erwachsenen sorgen, barmherzig für Kinder sorgen, dass Allahs Gesetz geachtet wird, Halal und Haram sorgen, dass wir Diener Allahs und Statthalter Allahs auf der Erde sind, das ist unsere Aufgabe. Allah Ta'ala hat uns diese Verantwortung gegeben. Wir sind ehrenvoll und wir sind verantwortungsvoll. Zwei Aufgaben. Ehre, Würde tragen wir, indem wir unserer Verantwortung gewachsen sind und Allah Ta'ala und seine Gesandte folgen. Habt ihr verstanden? So, einen Schritt weiter. Allah der Allmächtige hat diesen ehrenwerten Menschen Mittel zur Ehre bereitgestellt. Allah Ta'ala hat unter seiner Schöpfung uns geehrt. Damit wir diese Ehre bekommen, hat Allah uns Mittel gegeben, die uns zu den Ehrenvollsten macht. Diese Mittel reden wir darüber, inshallah ta'ala. Und eine der Dinge, die Allah offenbart hat, wie er den Menschen ehrt, einer davon ist das Thema. Und das Thema beginnen wir, inshallah, nächstes Mal richtig durchgehend, inshallah. Und dieses Thema lautet kognitive Leistungsfähigkeit. Ja? Aber was ich brauche, vor allem die jungen Leute, nehmt euch bitte ein Buch und einen Stift. Notiert euch zumindest die wichtigen Aussagen, die ich mache. Und wir versuchen, inshallah, wir machen Lektionen. Wenn wir Lektion 1 fertig sind, gibt es einen Test wie in der Schule. Und ich rede mit den Eltern, dass die ersten 3 Gewinner bekommen Geschenke, inshallah. Ja? Das heißt, im Unterricht aufpassen. Ja? Okay? Gut. Wie gesagt, aber wenn ihr im Unterricht gut zuhört, inshallah, gibt es einen Test nach einem Lexik. Also wenn wir mit der ersten Unterrichtseinheit fertig sind, gibt es einen Test. Ja? Oder machen wir am besten 2 Lektionen, 3 Lektionen und dann machen wir einen Test, inshallah. Ja? Ich kläre das mit den Eltern. Jetzt weiter. Also zuhören, 2 Minuten, 2 Minuten. Ja, ich weiß. So, Jungs. Also das Thema, den wir ausführlich, inshallah, vortragen, lautet kognitive Leistungsfähigkeit. Also ich beginne nur kurz und dann schließen wir heute, inshallah. Der Mensch besitzt eine kognitive Kraft, die sich von der Wand, des Tisches, der Steine und der Bäume unterscheidet, die Dinge nicht verstehen. Daher wird der Mensch durch diese kognitive Kraft ausgezeichnet, begünstigt und geehrt. Um es zu verdeutlichen, denken Sie an Affen. Hat sich seit ihrer Existenz auf Erde bis heute eine Evolution bei Affen vollzogen? Die Antwort ist nein. Haben Affen jemals in Häusern gelebt? Nein. Haben sie Geräte erfunden, Handy, Autos und so weiter? Nein. Haben sie ihre Gesellschaft, die Affen, organisiert? Nein, natürlich nicht. So, und damit schließe ich. Denn natürlich nicht, haben sie das nicht getan. Dann eine Affe ist eine Affe ohne Veränderung. Also der Affe war niemals am Anfang Affe und dann ist er ein Mensch geworden, sondern Affe war immer Affe, ist immer noch Affe. Und bleibt Affe. Ja? Stirbt auch als Affe. Genau. Nein, wir wollen niemanden beleidigen. So, jetzt aber, wir sind mit dem Unterricht bis dahin fertig. Wir planen inshallah nächstes Mal, inshallah, dass ich dann ein bisschen früher komme. Ich mache ein Treffen für die Kleinen und ein Treffen für Jugendliche, okay?
Das bleibt nicht, aber mit der Moscheevorstand, inshallah, dass wir das so organisieren. Ich bin mit dem Unterricht fertig. Gibt es Fragen oder wollt ihr gehen? Fragen? Sitzen. Wer hat eine Frage? Ali, stack. Wir sind fertig. Wir machen nur kleine Fragen. Wenn du Fragen hast, bin ich fertig. So, Jungs, bitte zuhören. Da hat jemand eine Frage. Ja? Nochmal. Wann ist? Ich habe nichts gehört. Der Test findet bestimmt, wenn wir 2, 3, 4 Mal Unterricht gemacht Sie haben, meinen, dann vielleicht wann wir diesen Test viel haben. unterrichten und dann klar. Sie meinen, wann wir diesen Test haben. Test? Test nicht heute. Wir Ja, machen, ich weiß, ich hatte nur gefragt. ja, 2, 3, 4, 5 unterrichten und dann machen wir Test, inshallah. Erstmal lernen und dann Test, inshallah, ja? Also es gibt keine Fragen, inshallah. Ich will euch nur was sagen, Jungs und Mädels, nur eine Sache, eine letzte Sache, inshallah. Jungs, eine Sache, nur eine Sache und dann sind wir fertig, inshallah. Nur eine Sache, nur 2, 3 Minuten, eine Sache nur. So. Mama, es ist eine Sache, die wichtig ist. Ich bin jetzt im Unterricht. Aber bitte, guck mal, es wird aufgenommen und die Leute, die ganze hier nach Offenbach werden dich sehen. Ja, auf dem sehen. Ja. So, jetzt. So, jetzt habe ich euch, ich stelle euch eine letzte Frage für heute und erkläre euch auch da. So, Ruhe. Darf man als Muslim häufig und immer wieder auf Wallahi schwören? Darf man? So, eine Frage, ja? Darf man als Muslim auf seine Mutter schwören? Nein! Auf seinen Vater? Auf sein Auto? Also nur auf Allah? Also darf man auf Allah schwören? Okay, man darf auf Allah schwören und man darf nur auf Allah schwören, aber nicht häufig. Nicht häufig. Es muss nur wirklich eine Notsituation sein, damit man seine Aussage bekräftigt, dass man Wallahi benutzt, aber nicht für den Alltag, weil wie bei vielen Kindern, Wallahi, ich hab das nicht gesehen, Wallahi, ich war das nicht, Wallahi, das nicht so viel. Ja? Weil Allah Ta'ala sagt im Koran, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ. Du solltest nicht Vertrauen schenken, jeder, der immer und häufig Wallah sagt. Wer immer häufig Wallah sagt, wir dürfen ihm nicht vertrauen. Also Wallahi ist wertvoll und wir benutzen sehr selten und fast am besten gar nicht, aber nur wenn es notwendig ist und wenn man an euch nicht glaubt. Haben wir verstanden? Dann Assalamu alaikum. الله سبحانه وتعالى هكذا مريو شيخنا الشيخ ابراهيم حسن وعود عيننا الى علمي عقلي عافاك ما هو بركيو إلهي سبحانه وتعالى انتي سو حاضرتي سو دداشي runtii waalidku hadday naasaa isu kaashanin oo aynaasaa u dadaalin maxay haytay kama baxayno waxaan rajeynaya insha allahu tacaala dhegasta u taqishtii qof walba isagoo diyaara inuu maaragtay aan isu nimaadno insha allah iclaankana aan soo gudbiyo aad iyo aad u mahadsantihiin jazaakumullahu khayran dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh Leute haben doch Knochen von
aussehen wie Menschen. Und man hat geprüft und hat gesehen, dass er auch ein Mensch sein kann. Das ist nicht geprüft, das ist nur Theorie. Die haben uns erzählt und die haben aus unterschiedlichen Befunden, die sie gehabt haben, erzählt, dass es so ist, obwohl es nicht so ist. Adiga Ibrahim Hassan Es ist nicht bewiesen. wa Adiga